gibt keinen zweiten. Das Album «In Eisenbahn» haben wir immer im Auto gehabt. Und ich habe das immer super gefunden als Kind. Das ist etwas, das schon immer da war. Es gehört irgendwie zu meinem Daheim. Sein Haar wächst über die Ohren, seine Kutte ist ihm zu lang. Ein Hemmli Knopf. Faszinierend ist ja am Animator schnellst als Kind, wo du schnellst die Geschichte. Und dann wachst du damit auf und irgendwie entdeckst du immer etwas Neues. Am Schluss hast du so Geschichten, wo du irgendwie die Welt und das Leben drinnen siehst. Und als Kind hast du echt das Geschichte an sich. Er dreht auch gerne im Knopfloch, er blüht der rote Mond. Er ist ein Glow. Das ist ein extrem berührender Song eigentlich. Es geht zwar um einen Klon, der eigentlich am falschen Ort ist. Also er ist irgendwie in dieser Gesellschaft und findet sich nicht so richtig zurecht. Und ein Musiker ist ja eigentlich auch ein bisschen so manchmal. Er ist auch so ein bisschen der Klon der Gesellschaft. Ja, mir hat's von dem her fasziniert, weil es ein Song ist, den ich nicht kennt und ich sicher bin, dass die meisten Leute auch nicht kennt. Ist ja, glaube ich, auch nie veröffentlicht worden von ihm. Und ich finde es irgendwie besser für mich, jetzt einen Song neu in ein neues Licht zu rücken, jetzt nach all diesen Jahren, als einen, den schon alle kennen, anzulängen, den ich mich fast nicht hergetraut. Irgendwie ist dieser Song hat sich angeboten und er hat einen Text, der mich selber auch sehr angesprochen hat. Ein typischer Manimatter-Text kann man sagen, aber ich habe ihn nicht kennt vorher. Er ist ein Das liegt zwar eigentlich ein bisschen wirklich auf der Hand, aber der gleich nicht. Also wir haben ihn nachher in den Zirkus ein bisschen versetzt, den Klon. Ja, und das Instrument, die Geschichte so ein bisschen miterzählen, das ist das Zweite. Wie wir so Musik machen, wenn wir Songs schreiben für uns, so, dass die Instrumente irgendwie den Text mittragen. Und dass es irgendwie noch immer, wo die Geschichte intensiv wird, werden auch alle Instrumente intensiv und dann bricht es langsam wieder zusammen und wird melancholisch. Dass das wie so von Musik ein bisschen gedreht wird, so der ganze Text. Das waren so die zwei Ziele, die wir hatten.